Willkommen bei Eschbacher. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie Ihren Gastgeber. Grüß dich miteinander. Herzlich willkommen daheim. Schön, dass ihr dabei. Guten Abend. Liebes Publikum hier im Studio. Super, euch da zu haben. In diesem sommerlich warmen Labor innen bei uns dampft es ja schon wie eine Sauna, gefühlte 40 Grad. Aber ich hoffe, ihr könnt daheim ein bisschen verlüften. Denn schliesslich ist ja der Juni einer der ganz schönen Monate, wo alles farbig ist. Also die Rosen blühen um die Wette und am meisten auf den Rücken der Frauen. Und die Zaumhöhen, die sausen ja auch in schwindelerregende Höhen, auch wenn man zwischen ihnen nicht alle Beine so möchte sehen, wie sie sich zeigen. T-Shirt, die spannen sich über die hart antrainierten Sixpacks bei den Männern oder über einen Bierranzen. Je nachdem, meine Damen und Herren. Aber etwas kann man sagen, das Leben, das ist farbig. Und farbig sind auch unsere Gäste heute Abend. Und genau diesem Bild entspricht die attraktive junge Frau. Und niemand würde denken, dass sie als der Opernstar vom Morgen gehandelt wird. Sie begeistert auf der halben Welt mit ihrer Stimme. Und sie gehen seit 42 Jahren miteinander durch dick und dünn als Ehepaar, das sich gemeinsam nur mit einem Bein durchs Leben schlägt. Und diesen staublauen Augen entgeht nichts, was man nicht parodieren könnte. Kaum jemand ist vor seinem Spott sicher. Ich inklusive der Michael Elsener wird auch richtig zuschlagen, nehme ich an. Ja, und wenn es um Tempo geht, ist meine erste Gesprächspartnerin nie zufrieden, wenn sie mit ihrem Rollbrettli unterwegs ist. Sie kurft jetzt nicht einfach so durch die Stadt, zwischen unbehelligten Fußgängern durch, sondern in einem Affenzahn den Berg ab. Und es kann ihr nicht schnell genug gehen mit ihrem Vehikel am Rollbrettli. Und sie ist mit dieser Geschwindigkeit die beste im Moment überhaupt in dieser doch sehr speziellen Sportart, die es gibt. Nimmt uns Wunder, wer da genau dahinter steckt. Herzlich willkommen, Tamara Prader. Tamara, Guten Abend. Guten Abend. Nehmen Platz. Danke schön. Das ist also Corpus Delicti. Als ich die Bilder gesehen habe, mit diesem Tempo das Loch abzudüsen, ist wirklich ja, Straub, Hals- und Beinbruch, denkt man da nur. Wie kommt man da drauf, als junge, elegante Frau so etwas Halsbrecherisches zu machen? Ja, man fällt ja nicht so geschwind an. Man nimmt schon ein bisschen gemütlich am Anfang. Aha. Also das heisst, am besten trainiert man auf einem flachen Parkplatz? Ja, genau. Das ist eigentlich super. Ja. Machst du auch mit? Ja, also das könnte ich jetzt noch knapp, aber es der geht ja dann irgendwann mal ins Loch ab. Was ist Höchstgeschwindigkeit? Ja. Ich glaube, meine ist so knapp um 100 Stundenkilometer. Also eher drunter. Ich bin nicht so schwer, ich habe nicht so viel Gewicht, das mit der Berg Um 100 Stundenkilometer. Immerhin ist die Ausrüstung etwa so wie von einem Formel-1-Fahrer. Helm und so, Lederkombi. Genau. Aber eine Bremse, ein Pedal hat es da nicht. Nein, Pedal hat es keins. Da muss man selber dran. Das heisst, wie bremst man? Man kann verschiedene bremsen. Es gibt verschiedene Techniken. Entweder man nimmt den Fuß drauf und stellt es einfach an den Boden, wie beim Street Skate, beim normalen Skateboard. Das heisst, man muss dicke Sohlen haben? Dann hat man dicke Sohlen und dann hat man nicht so ein gutes Brettgefühl und darum bevorzugen wir, um es einfach querstellen. Und die Rädchen können nachher anrutschen. Händchen sind auch sehr speziell. Die haben eigentlich so ein bisschen wie ein Zwiebelbrettchen. Ja, genau. Für was braucht man das? Mit denen tun wir die brauchen wir auch zum Bremsen und zum Kurvenfahren. Die haben wir am Boden. Damit wir nicht stehen bleiben, wenn wir die Hände am Boden tun, haben wir die und dann rutscht es. Trainieren. Julier beim Ferienverkehr? Nein, nicht unbedingt im Ferienverkehr. Lieber schon vorher. Ja. Früh aufstehen, ganz früh aufstehen und mit dem Sonnenaufgang dann den Hogel drauf. Und das heisst wirklich, die Passstraßen dienen auch als Trainingsstraßen? Die sind schon noch lässig. Aber man darf es nicht so laut sagen. Man darf nicht, oder? Ja, die Passstraßen sollten wir aber nicht unbedingt. Wir sind allerdings in der Schweiz in der glücklichen Situation, dass wir wirklich legal fahren auf Nebenstraßen ohne Trottoir und in der 30er-Zone. Das heisst, wir haben nicht so schlechte Trainingsmöglichkeiten und die Pässe machen wir dann einfach am Morgen früh.
Also, wenn man sieht, wie die da das Loch abkommen, denkt man, wenn ein Windli kommt, blasst euch vom Brett. Ja, da bin ich jetzt relativ gemächlich unterwegs gewesen. Das war jetzt nicht meine allerlieblingsstrecke dort oben. Wenn ein Windli kommt und man ist wirklich geschwind unterwegs, dann kann es allerdings schon ein bisschen anfangen zu schütteln. Das passiert. Und die Steine sind auch nicht eure Freunde? Nicht die allerbesten, aber wenn man Tempo hat, wir haben relativ grosse Rollen, also wir haben normalerweise zum Rennenfahren grössere Rollen, als jetzt an dem dran sind, dann kann man relativ grosse Steine überfahren. Jetzt aber gehören Stürze wahrscheinlich auch dazu? Stürze gehören natürlich das auch tut dazu, weh? Ja. Darum vermeidet man es auch eine Möglichkeit eigentlich. Also, wir haben eine wunderbare Sequenz von tollen Stürzen. Ich hoffe nur, ihr seid da. Nicht Wie haben Sie die bekommen? Ja, ich sehe es nur. Wir sind recherchieren. Ja. Ihr seid nicht die, die am schlimmsten umgehen. Also immerhin hat es da Strohballen. Ui! Der ist voll ins Publikum. Und auch hier plötzlich wird man unsicher und es gibt eine Massenkarambolage. Wie viele Verletzungen habt ihr schon gehabt? Nicht so wahnsinnig viel. Also man trainiert ja schon und man übt und Stürzen ist schon nicht so lässig, das ist schon so. Wie kommt man auf die Schnapsidee, so eine Sportart zu wählen? Es ist ja nicht so eine Schnapsidee. Also wie kommt man auf die Schnapsidee, in ein Auto zu steigen und auf eine Autobahn zu gehen? Das stimmt. Oder auf eine Skipiste, das ist ja noch viel gefährlicher. Da kommen all die Hobbytouristen, die das Gefühl haben, sie können auch nach einem Jahr Pause so flitzen, wie irgendwie der Skirennfahrer, den sie am TV gesehen haben. Und von dem her, man baut ja das auf. Also ihr seid eine Späteinsteigerin. Mit 27 angefangen. Die Jüngsten sind vielleicht etwa 18. Das Durchschnittsalter bei den Rennen ist, glaube ich, schon so 18 bis 22, behaupte ich jetzt einmal. Mit anderen Worten, sind Großmutter. Ein bisschen vielleicht. Aber wir haben noch andere, die jetzt auch Ü30 werden. Und wenn ich jetzt die Mastersklasse fahren muss, die sind alle Ü30. Und dann habe ich die grossen Brasilianer neben mir. Was hat Mama gesagt, als ihr klar gemacht habt, die geht aufs Rollbrettchen? Die Mama hat, also das mit dem Rollbrettchen, das hat sie schon mitbekommen. Dann hat sie ab und zu den Kopf geschüttelt. Und meine Freundin hat fast weniger Freude gehabt, als ich dann gesagt habe, jetzt gehe ich auf Tour, jetzt gehe ich Rennen fahren. Und dann habe ich natürlich ein bisschen Schiss gehabt, weil ich natürlich mit der Freundin getestet und dann bin ich Mami erzählen und dann hat die Mami gesagt, hey, wenn ich hätte können, wäre ich auch gegangen. Und das ist dann die Mami so. hat gefunden, wenn sie hätte können, wäre sie auch dabei gewesen. Ja, und das war lässig. Wenn einem die Mama so etwas sagt, dann kann man mit gutem Gewissen gehen. Was ist der Reiz? Ein ganzer Haufen. Man sieht die Welt, man lernt die Leute kennen, man ist verdraussen. Ich hocke nicht so gerne auf dem Bürostuhl. Das darf jetzt zwar nicht, mein Chef ist da, aber... ja. Nein, es ist einfach lässig. Es gibt einen ganzen Haufen. Es ist eine Sportart, die man in der Schweiz eigentlich fast nicht kennt. Es kommt langsam, wir arbeiten daran. Wir geben uns Mühe. Ja, es ist halt schon immer noch so, dass es eher so Kalifornien-lastig ist mit dieser Rollbrettfahrung. In Kalifornien, Kanada, in diesen Ländern. Das heisst, wenn man an ein Rennen geht, dann wird man wahrscheinlich belohnt mit irgendeinem Sandwich. Oder was ist der erste Preis? Ja, so Sandwich. Jetzt haben sie ein bisschen upgraded. Jetzt bekommen wir alle mal vielleicht ein Rädchen oder ein Brett oder sogar mal Preisgeld. Für die Frauen ist das nicht so selbstverständlich, dass es etwas gibt. Wie finanziert ihr den Sport? Also ihr seid die halbe Zeit, wenn es schön Wetter ist, unterwegs und keine Sponsoren. Von irgendwoher muss ja noch etwas kommen, dass man seinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Also ich komme wenigstens das Material über, das heisst, Verschleiß habe ich keinen. Von dem her. Und sonst muss ich halt gleich ein bisschen im Bürostuhl hocken. Und was passiert auf dem Bürostuhl, wenn ihr drauf hockt? Ich bin Architektin und arbeite als Visualisiererin momentan. Und das funktioniert eigentlich super. Ich habe sehr kulante Chefs und die machen das mit, dass ich am Stück längere Zeit weg sein kann. Wer hat euch angefixt? Ein guter Kollege von mir hat gesagt, ich will Snowboard fahren, musst du mal probieren. Und dann habe ich halt probiert. Und was ist euch durch den Kopf? Ihr seid jetzt im Moment die Beste weltweit, wo ihr die Ersten gesehen habt, fahren. Was geht einem durch den Kopf? Es ist noch schwierig zu sagen. Man geht ja... Aber wie gesagt, man geht ja nicht in
in so etwas rein. Und ja, also ich habe nicht angefangen Rennen zu fahren und habe mir überlegt, jetzt wird ich Nummer 1. So, das ist ja schon mal nicht Ihr gegeben. habt wahrscheinlich gefunden, die anderen, die dazugeschaut haben, die fahren so schlecht, dass ihr in Blitzeseile auch so weit seid, dass ihr könnt, vorne mitmischen könnt. Man schaut schon, was die so machen. Und dann hat man schon das Gefühl, also so ein wahnsinniges Akt kann das jetzt ja nicht sein. Und dann fährt man mal rüber und dann... Ja, man merkt dann schon, es braucht noch ein bisschen mehr, aber es geht ja dann schon vorwärts. Hat man Schiss, wenn man oben am Berg steht und denkt, mit diesen Kurven komme ich da bis runter heil noch? Nein, Schiss hat man keinen. Man hat Respekt, das auf alle Fälle. Der Respekt fährt immer mit. Aber Schiss wäre, glaub, fehl am Platz. Man muss schon ein bisschen... Was steht als nächstes bevor? Am 16. fliege ich auf Kalifornien und dann machen wir noch mal eine Runde dort. Es steht noch das Rennen auf dem Programm und nachher wird das Ziel eigentlich, um dann ein bisschen den Rennzirkus zu verlassen und eher sich ein bisschen um die Community kümmern, weil die braucht wirklich Unterstützung, dass wir den Sport ein bisschen weiter wachsen lassen. Sehr gut, das ist mir lieber. Ihr macht das. Ich gebe euch gerne die Brettchen zum Bremsen zurück. Einfach nicht vergessen, zu bremsen zwischen ihnen. Definitiv nicht. Geschwindigkeit allein macht es noch nicht aus. Aber ich drücke dir Daumen, habt Sorge. Hier ist das Brettchen. Danke vielmals, Merci. Tamara. Alles Gute. Danke. Schönen Abend. Gleichfalls. Ja, man müsste jetzt nicht unbedingt haben. Ich gehe ja schon, wenn ich nur das Rollbrettchen sehe, geschweige denn, wenn ich draufstehe und wenn es schneller geht als 5 Stundenkilometer. Aber jetzt kommen wir zu jemandem, der hat ein schnelles Mundwerk. Er gehört zu den jüngsten von den Comedians in der Schweizer Szene und ist hauptsächlich einer, der schnurren kann wie ein Roger Federer oder wie ein Moritz Leuenberger und leider auch wie ein Kurt Eschbacher. Ja, eigentlich bin ich jetzt damit konfrontiert, ich als Original meine eigene Parodie zu erleben. Und das in Form von jemandem, der heisst Michael Elsener. Herzlich willkommen. Michael, freut mich. Schön, bist du da. Ja, guten Abend, lieber Kurt. Herzlich willkommen in dieser Sendung, die man nicht nur aus Langeweile moderiert. Was mich persönlich sehr wundernimmt, ist, ja, wie geht's dir denn so? Was geht in dir vor, wenn du dich selber hörst reden? Also so blöd rede ich nicht. Nicht? Nein. Wie nimmst du dich denn wahr? Viel besser. Oder wie würdest du dich nachher machen? Ich habe dich schon mal gehört, wie du dich selber parodierst und ich habe es grossartig gefunden. Viel lustiger als meine Parodie. Ja, es ist ja wirklich ganz komisch, wenn man sich selber hört reden, findet man das schon komisch. Wenn man sich als Parodie hört, findet man sich noch viel schlimmer. Aber das ist ja deine Spezialität. Und ich möchte dir vielmals danken, weil dank dir bin ich überhaupt bekannt worden, lieber Ja, Kurt. ehrlich? Also ich verdanke Also muss dir ich mein noch lange ganzes weiterarbeiten, Einkommen. nicht in Ja, ich hoffe, Pension du machst gehen. bis 80 weiter, ja. Ja. Aber jetzt möchten wir ja noch etwas anderes hören von dir. Irgendein Nummerli, das wir uns auch noch vorstellen können, dass der Michael Elsener anders machen kann als der Kurt Eschbacher nachmachen. Ist okay, Papi. Ja, das ist ein Mikrofon für dich. Okay, Ja. gut. Dann machen wir ja, auf Wunsch von Kurt eine andere Nummer in diesem Fall, nicht der Kurt selber. Dass wir das machen können, müssen wir noch ganz kurz schnell einen Soundcheck machen, um zu schauen, ob das überhaupt funktioniert. Haben wir hier schon Ton drauf? Haben wir hier schon Ton? Ja, wir haben Ton drauf, ja. Das ist voll auf Berndeutsch eingestellt. Daniel, es hat, glaube ich, noch den falschen Filter drin. Danu. Danu, könntest du mal am Regler links ein bisschen runterdrehen? Genau, damit es auf die andere Direktion tourne. Non, c'est trop du tout. C'est trop du tout. Tourner l'autre Direktion. Wir haben das schon mal gehabt. Da haben sie gesagt, es liege an der Filterung. Jetzt bist du vermutlich doch ein bisschen zu fest rauf. Du musst vielleicht auf der anderen Seite ein bisschen überdrehen. Ein bisschen über bis alla fine ma troppo Madonna passa gesagt. Oder es kann sein, dass es einen Wackelkontakt hat. Also ein Punsch gesehen, man ist am rechten Pott ein bisschen überdrehen. Das gefällt mir gar nicht. Aber wenn es ganz scheps tönt, tönt es meistens auch gerade mal wieder so, wie es müsste tönen mit dem richtigen Sound. Ja, danke Daniel. Das ist wunderbar.
ich mach nichts mit dem. Nein, ich mache nichts mit dem. Wir machen eine andere Nummer. Ich bin ja sehr häufig auch hier in der Laborbar unterwegs, allerdings hauptsächlich am Wochenende, weil die Laborbar ist ja eigentlich ein Club. Und jedes Mal, wenn ich hier bin, ich treffe immer die zwei gleichen Typen, die an der Bar stehen und sich gegenseitig die Welt erklären. Hey, ciao! Bist du schon lange da? Nein, ich bin erst gekommen. Ja, easy, weißt du, ich bleib noch lang. Morgen ist ja fertig. Dings, weißt du, Maria im Gefängnis. Oh krass, ey. Was hat sie gemacht? Meine Mutter hat gesagt, sie sei mit dem Heiligen Geist ins Bett. Nachher hat sie ein Problem gehabt mit der Plazenta. Nein, Plazenta ist das, was immer im Tessin unten essen. Du hast keine Ahnung, im Tessin und essen das Vermicell. Nein, Vermicell ist eine Kunstausstellung mit Bildern und so. Das heisst Galerie. Nein, Galerie ist das, wo früher die Sklaven drauf waren, dann müssen sie rudern. Was so ein Stuss, das sind Garnelen. Wunderbar. Nimm Platz. Du bist ja einer der Jüngsten in dieser Szene. Seit 21 unterwegs, jetzt 30 geworden, bist du in einer Krise, Lebenskrise. Ich bin noch nicht 30 geworden. Ich Ja. bin noch brav 29. Aber nein, Lebenskrise nicht wirklich. Nee. Also ich hatte die, glaube mit 27 gehabt. Und jetzt, nein doch, ich bin jetzt gerade ein paar Monate in Südamerika gewesen, und jetzt bin ich zurückgekommen und habe gefunden, ich werde so einen Caipirinha-Abend machen, bei der Cachaça-Schnaps posten. Und es ist mir das erste Mal im Laden passiert, dass ich nicht haben müssen den Ausweis zeigen. Das ist schon eine kleine Krise. Ja, das macht Angst, gell? Ja. Ja. Aber eigentlich stimmt es mich optimistisch, weil wenn ich dich sehe, Kurt, du trägst Zahnspangen. Also ich meine, 66, die muss ich wieder ein bisschen zurückbuchstabieren. Als Teenager spielen, ja, ich oder? finde es grossartig. Ja, genau. Du bist jetzt im Moment auf Deutschland-Tournee. Was kann man... Also bist du so einer wie ein Schnäppchenjäger, der schaut, dass er am Ort momentan hergeht, ist es dass es praktisch ja, in billiger wird? Deutschland. Ich bin meistens tagsüber am Shoppen, am Abend am Auftreten. Es ist wirklich, also der krasse Eurokurs. Ich verdiene eigentlich mehr, wenn ich in Deutschland posten, als wenn ich hier in der Schweiz arbeiten würde. Nein, aber ich gehe auf Deutschland und ich erzähle den Deutschen so ein bisschen, wie es in der Schweiz funktioniert. Also ich erzähle ihnen, wie das Bankgeheimnis funktioniert. Oder zum Beispiel das Frauenstimmrecht, warum wir das erst 1971 eingeführt haben bei uns. Also sogar noch später als Somalia oder Afghanistan. Dann gibt es in Deutschland ein bisschen eine verkrampfte Diskussion. Wir werden ja alle immer älter, oder? Also dank der neuen Medizinaltechnik. Es gibt wirklich heutzutage so Leute, die werden früher eigentlich schon längstens über den Jordan gesegelt, aber jetzt heute dank Medizin, Technologie, Maschinen radeln die noch am Jordan entlang. Jahrelang, oder? Und irgendwann so mit 110 ist schon mit der Gesundheit ist es ein bisschen durch. Und dann kann man zum Beispiel, wenn man nicht mehr will, mit Schläuchen und Maschinen noch ein Leben gefesselt bleiben, kann man in die Schweiz ausreisen, oder? Man kann die Sterbehilfe in der Schweiz quasi begehen. Ist in der Schweiz sehr liberal geredet. In Deutschland eine extrem verkrampfte Diskussion. Sie wollen das irgendwie nicht wahrhaben, dass man das einführen könnte. Und das probieren sie ein bisschen zu entkrampfen. Mit Humor. Heisst das mit anderen Worten, in Deutschland musst du redest jetzt so viel schneller? Ja, ich habe es jetzt auch gemerkt. Ja, da muss man die Pointe schneller machen. Das ist jetzt gerade eine lange Geschichte und eigentlich gar nicht so lange ausholen. Ja, ich habe gefunden, wir müssen über Sterben reden. Du hast ja Zahnspange. Die Jugendlichkeit ist ja... Heisst das mit anderen Worten, dass dein Programm in Deutschland nur halb so lang ist, weil du so schnell musst reden, dass die Pointe schnell genug kommen? Es ist ein Klischee, aber es ist wirklich so. Also ich habe eine Nummer, die einzige Nummer, die ich identisch spiele in Deutschland wie in der Schweiz, und in Deutschland ist sie 50 Sekunden schneller durch. Weil die Deutschen, ich glaube, sie denken einfach schneller als wir. Also ich komme mir vor wie so ich habe ein Silbertablett vor mir und dann tue ich eine Pointe nach der anderen drauf und wieder weg. Und in der Schweiz lachen wir gerne noch so ein bisschen um 2 Ecken herum. Also wie zuerst lachen, dann ein Nachlacher und dann ein Schmunzler und dann kann ich weitermachen. Genau. Das streckt den Abend extrem. Bern stellst du die Platte her, gehst ein bisschen, kommst zurück ja, und vielleicht 10 Minuten später fangen sie an zu lachen. Bern ist so, dort lachen sie eigentlich erst im Auto. Genau, ja. beim Heimfahren. Oder in der Kirche, wenn sie ins Predigen. Du hast mit deinen Parodien sehr grossen Erfolg. Bist du einer gewesen, der alle Lehrer gehasst haben, weil sie dran sind, wenn sie von dir parodiert wurden? Ja, das ist eigentlich ein ähnlicher Effekt. Am Anfang haben sie mich eher nicht so gerne gehabt. Aber nachher haben sie geschnallt, wenn sie mich cool finden, finden sie die Klasse auch cool. Also so ist das auch bei euch quasi Promis. Wenn ich euch parodiere, eigentlich findet ihr es mühsam, aber ich sage, nein, es ist wunderbar, dass du mich parodierst, weil das macht sympathisch.
Ich würde es auch so machen. Bist du in der Familie jeweils der Klon gewesen? Es geht. Soll ich sagen, ich habe einfach früher halt einfach Verwandte nachgemacht. Also, ja, bei den Verwandten ist es auch so, früher hat sie sich aufgeregt, heute zahlen sie Eintritt. Also, sich hat dort verändert. Aber ich habe einfach relativ früh gemerkt, ich glaube, als Kind schon, die Worte zu sagen, ist meistens einfach schon lustig. Also wenn ich daheim war und zum Beispiel ich habe erzählt, was mein Vater von unseren Nachbarn hält, aber währenddem unsere Nachbarn noch da sind. Das ist lustig. Das hat der Vater sicher wahnsinnig toll gefunden, oder? Ja. Also hat man dir dann anschliessend gebeten, das erst zu machen, wenn die Nachbarn wieder Das heim haben sie sind? ja, aber ich konnte mich natürlich nicht daran halten, weil es lustiger war, wenn die Nachbarn noch da sind. Logisch, ja. Ich bin recht verhunzt, wenn es um Pointe geht. Ich mache alles für eine Pointe. Welches war denn eigentlich deine erste Figur, die du parodiert hast? Meine erste Figur war, glaube ich, mein Onkel, mein Götti. Die kennt jetzt hier niemand. Nachher, glaube ich, ziemlich schnell, wie hat sie geheißen, Frau Expo seinerzeit. Ich mag mich nicht mehr erinnern. Nicht Pippi Lotterist? Nein, die andere, die Baseldeutsche. Und nachher bist du aber ziemlich schnell durchgekommen, Kurt. Okay. Ja, bei dir noch vor dem Roger Federer? Ja, du bist weit vor dem Roger Federer gewesen. Du bist also bei mir eigentlich also quasi bin ich schon lange Pionier. im Programm. Wie tönt eigentlich der Roger Federer, wenn er weißt so... Nicht? Aha. Nein. Federer... Ja, ich meine, das ist ganz klar, oder? Das ist eine gute Frage, oder? Sicher so, also von dem her, also was war die Frage? Eine sehr beliebte Figur war der Moritz Leuenberger bei dir. Der ist dummerweise in Pension gegangen. Ja, sag von. Vor allem am 4 Uhr am Nachmittag hat er seinen Rücktritt bekannt gegeben. Ich habe am Abend Vorstellung, weißt? Also eine ganze Nummer von ihm abgegeben. Er hat mir nichts gesagt. Das ist schon, als Bundesrat finde ich schon, muss man sich noch... Genau. Hat man eigentlich auch näheren Kontakt mit den Personen, die parodistisch auftreten bei dir im Programm? Also ich lade sie regelmäßig. Ich komme ab und zu E-Mails über. Also der Uli Schmetzer zum Beispiel hat schon E-Mails geschrieben und hat auch noch so Tipps durchgegeben, was ich noch machen muss, dass ich ihn noch besser bereiche. Irgendwelche Tipps, die ihn selber eigentlich nerven, hat er gefunden, ja, bring doch die noch. Und wie tönt er denn jetzt mit den Tipps? Tipps das ist der Dienstagabend machen. Kassensturz, guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Der Kurt Eschbacher interviewt seit Jahren ahnungslose Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich frage, warum dürfen die Leute nie Fragen stellen? Kurt Eschbacher, was sagt ihr dazu? Sehr gut. Wenn man so eine enge Beziehung hat mit der ganzen Gestik zu einer Figur, hat man die eigentlich gern oder ist es auch so ein bisschen eine Rache an jemandem, wo man sagt, dem kann ich jetzt eins mit der Geissel kleppen? Nein, du musst dir vorstellen, ich bin ja nachher meistens 3 Jahre mit denen auf Tournee. Und vor allem, wenn ich das Programm viel spiele, auch am Abend im Bett, wenn ich einschlafen will, irgendwo ist immer noch der Kurt, der sagt, Michael, willst du wirklich schon schlafen? Und ich finde, ja, aber nein, ich habe noch eine Idee. Also es hört wenig auf, also kannst du davon ausgehen, eigentlich, auch wenn ich vielleicht nicht alle Charaktere gleich mag, irgendwo ist gleich so eine gewisse Empathie rum. Ich muss vor allem auch alle Interviews lesen, oder? Also ich muss immer up to date sein, ich muss schauen, was hat jetzt Mirka wieder rausgelassen, was sagt der Roger, ich muss dem Johann Schneider-Ammann seine Reden anhören. Um Gottes Willen. Da bin ich schon ein paar Mal eingeschlafen. Das ist ein abendfüllendes Programm. Da gilt eigentlich nur eins, ein neues Programm machen. Bist du gleich wieder unterwegs? Ja, ich bin jetzt krass am Schreiben und am Texten, am Proben vor allem auch. Im September komme ich raus mit meinem neuen Programm, heisst «Mediengeil». Das ist hoffentlich der Herr Döweg, der ja jetzt überall auf Tournee ist, auch ein Teil von deinem Programm. Ja, geschätzte Zuschauerinnen und Zuschauer, als Generaldirektor von der SRG kann ich auch immer 2 Sender gleichzeitig schauen. Aber ich hoffe, dass Sie Ja stimmen zu den neuen Radio- und Fernsehgebühren, weil Sie wollen ja nicht, dass nach dem Sommer der Kurt Eschbacher mit so billigen Kleidern muss moderieren muss. Michael, wir freuen uns auf das neue Programm. Herzlichen Dank, dass du da bist. Alles Gute. Danke. Eine erfrischende und farbige Persönlichkeit, kann man da nur sagen. Meine nächsten beiden Gäste sind seit 42 Jahren ein Paar und sie während ihrer ganzen Partnerschaft durch dick und dünn in ihrem Leben gegangen, mit allen Auf und Abs. Vielleicht dank oder vielleicht wegen einem Handicap, das sie verbindet. Sie haben nämlich als Paar zusammen nur ein gemeinsames Bein.
Sie ist als kleines Mädchen an einem Autounfall unterlegen und musste ein Bein amputieren. Und er ist als 17-jähriger SBB-Lehrling von einer Rangierlok überfahren worden und seitdem auf 2 Prothesen angewiesen. Aber sie beide haben immer zusammengehalten. Herzlich willkommen, Ursula und René Kummer. Frau Kummer, guten Abend, nehmen Platz. So wunderbar. Schön, seid ihr da. Herzlich willkommen. Frau Kummer, wenn man diese Geschichte hört, ihr zu zweit mit einem Bein unterwegs, dann denkt man, wie ist das möglich? Wie geht der Alltag? Ist das beschwerlich, jeden Tag Nein. mit diesem Handicap umzugehen? Nein, eigentlich nicht. Also, ich kann eigentlich fast alles machen und ja, also ich finde es nicht beschwerlich. Also, natürlich gibt es Sachen, die man nicht können und wo mühsam ist, aber solange es noch geht, ist das okay. Herr Kummer, ihr habt ja gesagt, einen Unfall gehabt, als 17-jähriger Lehrling, Rangierlocke, über beide Beine gefahren. Ja. Was ist da genau passiert? Ja, ich bin im Bahnhof in Niederglatt zwischen den Gleisen gestanden. Ich habe dort eine Zugabfertigung gemacht. Ein Schnellzug ist von Schaffhausen her Richtung Zürich gefahren. Und im Rücken ist ein Rangiermanöver gekommen, dort von dieser Kesselanlage. In Niederglatt hat es einen Haufen Flugbenzin, der dort oben gelagert wird, mit 2 Zisternen. Und als ich wieder zurück ins Stellwerk wollte, die Barrieren aufmachen und das Signal zurücknehmen von dem Schnellzug, bin ich einen Schritt zurückgelaufen und habe mich drehen. Und dann ist genau das Rangiermanöver mit 5 Kilometern. Er wollte nachher dann ein Manöver machen. Mit 5 Kilometern hat er mich umgestoßen. So Lok ist 60 Tonnen schwer. Das ist einfach die Masse, die einem dann einfach umstößt und ist mir gerade noch über beide Beine. Als 17-jähriger Teenager ist das ein grosser Einschnitt. Ja, kann man sagen. Ja. Wie sehr hat er gehadert mit diesem Schicksal? Ja, das war eigentlich nicht einmal so schlimm gewesen, weil es ist eine Tatsache einfach. Ich meine, wenn Sie irgendeine Krankheit haben, dann können Sie eine Hoffnung haben, dass irgendjemand irgendetwas findet. Aber da sind die Beine einfach weg gewesen. Da gibt es nichts anderes. Und der Franzose hat eine gute, das sage ich immer, einen guten Spruch, der heisst «C'est apprendre ou à laisser». Also man kann es akzeptieren oder und dann muss man es einfach, es gibt nichts anderes dazwischen. Und ich konnte es eigentlich gut akzeptieren. Ist das bei euch ähnlich gewesen? Ihr seid als kleines Mädchen an einem Autounfall unterlegen, habt ein Bein anschliessend müssen amputieren. Ja gut, ich bin mit 5 unter das Auto gekommen, hatte dann von 5 bis 9 eine Schiene gehabt, und dann hat man aber gesehen, man muss das Bein amputieren. Und als Kind ist es ganz sicher einfacher. Ich hatte noch 3 Geschwister und was die gemacht haben, habe ich auch gemacht. Und, also ihr seid auf Bäume geklettert ja, genau. und Schleifschuhe laufen? Ja, was hätte ich zwar nicht dürfen, aber ich habe es gleich gemacht. Doch. Also ich glaube, es ist sicher einfacher als Kind, du wachst so auf und mit 5 weisst du gar nicht mehr, wie das vorher war. Man sagt immer, wenn ein Glied fehlt, hat man Phantomschmerzen. Ja. Ist das so? Ja, das ist so. Das ist brutal. Phantomschmerzen ist etwas Brutales. Und das bleibt das Leben lang? Es ist ganz unberechenbar, das ist das Verrückte. Ich könnte mich jetzt überfallen. Dass plötzlich zuckt das da in einem Fuß rein. Was es gar nicht mehr gibt. Und das Hirn meint, da ist noch etwas da. Und es gibt glücklicherweise Medikamente, wo man es nicht weg machen, aber man selber wird gelassener dem gegenüber. Man lehnt sich ja auf, also wenn einem etwas wehtut, das man nicht mehr hat. Das ist eigentlich verrückt, oder? Aber es macht einem gelassener und man akzeptiert es halt dann. Ihr habt einander in Klosterslehre kennen, in einem Lager, Sportlager. Ja. Was habt ihr am Werner toll gefunden, dass es angefangen hat? Also das ist der René, aber morgen nicht. Der René, Entschuldigung. Die zweite Name ist nicht einmal Werner, sonst wäre es nicht gegangen. Ja. Vielleicht hat es ja noch Werner gehabt. Ja, who knows, ja.
Ja, ich schon als Kind hat mein Mann gross und breit sein und blond. Ja. Blond gesehen, ja, man das nicht sehe ganz. ich nicht so genau. Und ja, einfach, das kann man im Nachhinein nicht mehr sagen, aber es war einfach der Mann. Und, ist es euch beiden klar gewesen, dass das Gegenüber auch ein Handicap hat? es war ein Lager nur für Behinderte, also ein Sportlager für Behinderte. Und checkt man da, was hat echt der also andere oder die schon. andere? Ja. Das siehst du. Ja, ja, das sieht also man du siehst, der schon. hat Polio, du siehst das, du siehst, also das siehst du schon. Nochmal. Hättet ihr euch gewünscht, eine Partnerin zu haben ohne Behinderung? Ich hatte das auch gehabt. Ich war mal verlobt mit jemandem. Und, es ist nicht einfach, muss ich ehrlich sagen. Wenn dann jemand geht Skifahren und man hockt dann vielleicht im Restaurant und wartet, bis sie wieder kommt, oder? Obwohl man einander gerne hat. Aber es sind einfach andere Wege, wo man dann geht. Und das war toll, dass wir einander... Und sie hat mir eben auch äußerlich sehr gut gefallen. Und sie ist immer noch eine attraktive Frau. Und wir haben eigentlich schnell zueinander gefunden. Wie haben die Eltern von René reagiert, wo es ernst ist worden? Ja, also... Seine Mami hat nicht so Freude an mir. Also sie hat für ihn schon jemanden wählen, der gesund war, am liebsten eine Krankenschwester oder eine Physiotherapeutin. Ja, dann ist der Sohn ja, versorgt. Ja, dann ist er gerade versorgt und so. Und gut, er war ein Einzelkind und seine Mami hat ihn relativ spät bekommen. Ja, das ist irgendwie... Wie schmerzhaft ist das als zukünftige Schwiegertochter? Eigentlich nicht. Also... Nein. Ihr habt das intensiver empfunden? Euch hat die Mutter zur Hütte ausgehalten? Ja, ja, sehr schnell. Also sie hat eben dann in Klosters, wo ich gesagt habe, ja, ich habe eine Bekannte, die ich mitbringe und so. Ja, was ist die? Da habe ich gesagt, ja, sie ist da auch im Kurs und so. Ja, ist eine Turnlehrerin. Nein, keine Turnlehrerin. Ja, eine Physiotherapeutin. Nein, keine. Ja, was denn? Da habe ich gesagt, ja, auch eine, die da im Kurs ist. Und nachher hat sie gesagt, was hat sie? Da habe ich gesagt, ein Bein verloren. Da hat sie gesagt, die musst du gar nicht heimbringen. Die hat einfach die Idee gehabt, das geht brutal, nicht. Wenn man einen Sohn hat, der mit 2 Prothesen durch die Welt geht. Aber es hat geklappt. Ihr habt einander gefunden, 2 Kinder bekommen. Ich bin schnell ausgezogen dann. Ja, aber das ist wahrscheinlich die beste Lösung. Und dann ist genau. auch schnell der Nachwuchs gekommen. Ja. Wie haben die Kinder die Situation akzeptiert? Eltern zu haben, die vielleicht ein bisschen anders in der Welt umeinander laufen. Da müssten Sie die Kinder fragen. Aber ich denke, das Kind wächst auch so auf. Also für sie ist das völlig... Also ich nehme es an, es ist völlig normal. Und das haben sie auch gesagt. Also, ja. Sie machen uns heute noch einen kleinen Vorwurf. Sie sagen, wir haben alles müssen machen. Weil sie Angst hatten, dass sie zu wenig rauskommen. Ja, genau. Sie mussten lernen Skifahren, sie haben geschwommen, sie sind aufs Eisfeld mit ihr, sie sind in die rhythmische Sportgymnastik. Also, sie haben also wirklich ein volles Programm gehabt. Schwimmen ist ein Stichwort, das für euch auch eine hohe Bedeutung hat. Absolut. Aber am Anfang hat ja euer Mann gar nicht so richtig im Schwimmbad ins Wasser kumpen. Nein, er war eigentlich sehr ein Scheucher. Also, das ist von daheim aus gekommen. Also, er hat ja wohl die 2 Beine, aber schnell Hosen anlegen, dann sieht das niemand und dann ist er wieder okay wie andere. Und ich bin dort schon ziemlich geschwommen und bin dann einmal in ein Hallenbad und dann ist er einmal scheuch mitgekommen. Und dann bin ich raus und bin schwimmen und meine Längen und er ist nicht gekommen. Dann bin ich wieder rein schauen, ist immer noch vor der Tür gehöckelt ohne Bein. Und nein, das hat ja Leute, die schauen, oder? Dann habe ich gesagt, ja, jetzt kommst du gleich, das macht nichts, die schauen dann nachher schwimmst. Nein, das geht nicht. Und dann habe ich einfach gesagt, ich schreie Hilfe, der hat mir etwas gemacht, dann schauen alle. Und dann ist er dann rausgekommen. Und Schwimmen ist so eine ganz wichtige Sportart geworden. Die hat bei den Paralympics Gold und Silber geholt, mehrmals sogar, sind über den Zürichsee geschwommen. Nicht über. Die Länge vom Zürichsee. Über den Zürichsee ist eigentlich ist nicht so schlimm. Ja. 30 Kilometer, ja. 10 Stunden. Ist das wichtig für euch Selbstbewusstsein? Ja, und ich war froh, dass meine Frau, sie war ja dort in Erwartung mit unserer Barbara, die hat mir wirklich
hat mich unterstützt und nie gesagt, nein, spinnst, du musst doch nicht machen und so. Sie ist wirklich hinter mir gestanden. Ich weiss noch, sie hat mir am Morgen um 2 dann ein riesiges Spaghetti-Essen gemacht und dann sind wir auf Rapperswil gefahren. Dass und, genügend Kalorien da sind, genau. Kohlenhydrate. Jawohl, und dann bin ich dort am Morgen um 5 Uhr ins Wasser und bin dann da Richtung Zürich geschwommen und begleitet vom Ruderer, vom Behindertensport und vom Seeclub Küsnacht. Und am Schluss, so dann zwischen Zolliken und dem Zürich-Horn, habe ich dann wirklich Probleme bekommen da mit den Schultern und so. Man schwimmt ja alles Kraul, oder? Man kann nicht irgendwie wechseln. Weil Aber der hat es geschafft. Ja, aber ich muss noch sagen, nachher habe ich gesagt, oh, mir tut die Schulter weh. Und dann sind die vom Seeclub und haben gesagt, wenn du rauskommst, dann hauen wir das Ruder auf den Grind. Selbstbewusstsein ist etwas Wichtiges. Ihr habt auch ein bisschen zur Stärkung des Selbstbewusstseins. Da kommen wir zu einem heikleren Punkt von eurer Beziehung. Gerne ein bisschen über den Haken gefressen. Auch was Frauen anbelangt. Ja, ich habe einfach das Gefühl gehabt, Sie haben es angesprochen, ganz am Anfang, mit 17 wird einem, also ich will es nicht gerade so drastisch sagen, aber die Jugend wird einem gestohlen. Genau in dem Zeitpunkt, wo ich wollte, eigentlich von daheim fort, oder? Dort ist man früher eigentlich ausgezogen und ist jeder stolz gewesen, was das Zimmer gehabt für sich und so. Dort ist mir das passiert. Und ich hatte die Idee gehabt, ich muss im Leben das wieder zurückholen. Und seid fremd gegangen? Ja. Nicht lustig, oder? Nein. Nein. Ihr seid ihm aber relativ schnell aufs Schlich gekommen. Ja, also mich kann man nicht so schnell täuschen. Was war denn eure Taktik? Habt ihr nicht einfach gesagt, so, René, jetzt vergiss es, kannst gehen? Nein. Also ich habe dem mal ein halbes Jahr lang zugeschaut. Er hat gar nicht gewusst, dass ich das weiss. Das merken die Männer alle nicht. Ja, die meinen, so. sie seien so raffiniert, dass man da gar nicht mehr... Die Frauen haben das schon lange gecheckt. Oder? René, aufpassen. Und nach einem halben Jahr habe ich dann gefunden, ja, jetzt ist es ein bisschen lang. Und dann habe ich die zwei dann gesteckt und habe beiden gesagt, du, so will ich sagen die nicht. Also du hör auf und du hör auch auf. Und dann haben beide gesagt, nein, machen wir nicht. Und dann hast du Willi, also was machst du jetzt? Das ist aber toll, oder? So eine Partnerin zu haben. Sie hat eine Vorwärtsstrategie drin gehabt, also ich muss sagen. Kann man sagen. Ja, sie hat sofort gesagt, ich rufe der an. Und hat sich mit ihr getroffen. Und dann ist die Kardinalfrage gekommen, hörst du jetzt auf oder nicht? Und wir haben eigentlich das Gefühl gehabt, ich habe einfach immer das Gefühl, ich muss vom Leben noch etwas zurückholen. Und ich habe gesagt, nein, das machen wir nicht. Und meine Partnerin, die andere Partnerin hat eigentlich auch. Sie war eigentlich viel freier gewesen, wieder ich, so, wo ein Kind hatte und so. Aber das ist einfach der Beweggrund gewesen. Aber irgendwann ist es dann langweilig geworden. Wenn alles klar ist, es nicht mehr geheim ist, ja, das stimmt. oder? Dann, und auf das hat er gesetzt. Ja, wir geben jetzt da Rezept durch, wie rede ich meine Ehe ohne Scheidung. Dann muss man den mal ein bisschen machen und dann wird es ihm dann mal langweilig und dann hat es wieder normal gefunkt. Ja. Das ist ja so super, hat sie das gemacht. Sie hat nicht einfach da den Bettel angerührt oder mich zum Teufel gejagt und so. Und wie sie das gesagt haben, es ist wirklich dann normal geworden und dann ist auch die andere Beziehung irgendwie abgeflacht und ausgelaufen. Aber jetzt ist wieder grosse Liebe. Mama. Sicher. Ja, wir haben ja unsere Enkel noch und so, wir haben schon Freude, oder? Also, wir können das Leben trotz unserer Behinderungen leben, fast wie normal. Und das ist natürlich schon schön. Und da ist auch eine stabile Partnerschaft wichtig, wo man weiss, auf beide ist Verlass. Und beide wissen, was sie aneinander haben. Ja. In diesem Sinne, danke vielmals. Danke vielmals. Danke. Alles Gute! Warte, ich kann euch da ein bisschen helfen. So. Vielen herzlichen Dank. Alles Gute. Lasst euch alle runtergehen. Eine eindrückliche Geschichte, meine Damen und Herren. Und da können wir alle noch einen Lehrplatz daraus ziehen. Jetzt kommen wir zu einer Persönlichkeit, die jung, schön ist und eine Stimme hat wie eine Nachtigall.
Sie ist als Sängerin nach ihrer Ausbildung so mit den ersten Bühnenerfahrungen im Luzerner Theater tätig gewesen, bis man sie gefragt hat, eine Hauptrolle zu übernehmen in einer Verfilmung von einer Oper, nämlich dem Freischütz. Und von diesem Moment an ist ihre Karriere wie eine Rakete in die Luft gegangen. In der Zwischenzeit gehört sie in ihrem jungen Alter, sie ist nämlich unter 30, so zu den Besten überhaupt und zu den gesuchtesten Sopranistinnen. Sie ist mit den wichtigsten Dirigenten unterwegs, steht mit der Cecilia Bartoli oder Rolando Villazón auf der Bühne und beweist, wenn ihr jetzt ihre Stimme hört, wieso dass die Karriere überhaupt möglich war. Herzlich willkommen, Regula Müllemann. Regula Müllemann, begleitet von der Patricia Ulrich am Klavier. Wir haben Johann Strauss gehört, Frühlingsstimmenwalzer. Herzlich willkommen. Ich habe jetzt beim Zuhören gedacht, wie zwitschert man jetzt einfach so wie ein Vögel drauf los? Ja, es steckt schon ein bisschen Arbeit dahinter. Also ein Timbre von einer Stimme, das kann man nicht wahnsinnig beeinflussen. Das ist natürlich zu einem gewissen Maß gegeben. Aber die Verzierungen und das Zeug, das ist Fleissarbeit. Da muss man polieren. Das heisst, man muss jeden Tag auch dahinter gehen. Ja, also jeden Tag. Es ist natürlich eigentlich wie ein Sportler ein Training. Wenn man es macht, ist man besser. Und wenn man es nicht macht, manchmal muss man auch dem Körper ein bisschen Ruhepause geben. Das ist schon auch wichtig. Aber eine gewisse Regelmäßigkeit sollte man schon an den Tag legen. Ist es für euch immer klar gewesen, dass ihr Sängerin werden möchtet? Lustigerweise ich habe immer das Gefühl gehabt, Floristin und so sei mein Traum gewesen. Aber letztes Mal hat mir eine Freundin gesagt, sie habe ein Freundenbüchlein von mir gefunden.
erste Klasse, wo ich Berufswahl oder Wunsch Sängerin geschrieben habe. Und ich habe es gar nicht gewusst, aber irgendwo ist das schon mal da gewesen. Seid ihr erblich vorbelastet gewesen, familiär? Mutterseite, ja, dort hat's, also die Eltern von ihr sind, meine Großeltern sind im Theater, Stadttheater Sursee gewesen, also es ist schon in der Familie, aber ich bin jetzt nicht in einer Musikerfamilie aufgewachsen, wo man täglich damit konfrontiert worden wäre. Aber natürlich mit sehr viel Musik, mit Schallplatten von Beatles bis Beethoven, ein breit gefächerte Musik. Wenn man als junger Mensch sagt, ich studiere jetzt Musik, Gesang, Oper, wie reagieren da Kollegen? Lustigerweise ist das nie irgendwie ein Thema gewesen, dass das speziell war, dass ich jetzt Klasse... Also man hat immer so das Gefühl, so Kinder oder Teenager finden das doof. Genau. Aber das ist nur für Alte und überhaupt genau. Und die Musik und dann singt die noch so komisch. Aber es war nie irgendwie negativ gewesen. In der Schule ist es eigentlich fast noch... Haben sie es noch lässig gefunden, wenn ich etwa mal eins gesungen habe? An diesen Schulfesten und so. Und das mit dem Studium hat sich eigentlich sehr spät eingestellt. Also ich habe Matur fast schon gehabt und habe noch nicht gewusst, was ich machen soll. Ihr habt nach eurem Studium kurz danach, also erste Versuche in Anführungszeichen, am Theater in Luzern gemacht und nachher seid ihr gecastet worden für einen Freischütz, also Verfilmung vom Freischütz für irgendeine kleine, lächerliche Nebenrolle. Und was ist passiert? Regula hat die Hauptrollen bekommen. Wie war das möglich gewesen? Ja, das Ähnchen in diesem Film ist einfach, also ich habe das Gefühl jetzt noch, es ist fast prädestiniert für mich, also es ist eine super Rolle für mich. Und ich hatte schon 1 Jahr mal gelernt und bin zu dem Aber seid ihr dem Casting so her, weil das ist ja immer grosse Konkurrenz, gesagt, hey, ich werde noch jemand für das Ähnchen. Ich habe ganz bescheiden für die Brutjungfer-Rolle vorgesungen und habe einfach in meinem also ich habe mich dort schriftlich beworben und geschrieben, dass ich eine Ähnchen-Arie schon mal gelernt habe, aber nur 1 Jahr, nicht die ganze Partie. Und zum einfach diesen Wurm irgendwie durchsetzen. Und das hat dann tatsächlich geklappt, dass er das hören wollte. Und der Jens Neubert, der dann der Regisseur war von dem Film. Und ja, dann musste ich nochmal vorsingen, weil es ihn gekritzelt hat. Er hat dann doch mehr hören von dem Ähnchen. Und das musst ihr aber noch nachlernen. Das musste ich dann innerhalb von 3-4 Tagen lernen und nochmal vorsingen. Und dann hat er gesagt, das könnte man vielleicht versuchen. Und mit diesem Film war wirklich die Karriere mit dem Turbolader geschaltet. Ihr habt einen ganzen Haufen Sachen gemacht in der letzten Zeit. In Berlin gesungen, in Venedig, in Salzburg sogar, in Zürich ebenfalls, mit grossen Leuten auf der Bühne gestanden. Wie ist denn so Mut, wenn neben einem Cecilia Bartoli singt oder eine Villasson, wo man weiss, die haben wirklich eine Weltkarriere gemacht? Also das ist ein unglaubliches Gefühl, wenn man hört natürlich die Namen immer, man hört vielleicht auch die Aufnahmen ständig und plötzlich steht die Person vor einem. Das ist für mich, also bei diesem Film habe ich das erste Mal erlebt, wo es wirklich eine Starbesetzung hatte und ich das kleine Regali in diesem Cast gelandet bin, wo ich völlig eigentlich ins kalte Wasser gerührt worden bin. Aber es ist unglaublich, wie schnell, dass man, die stellen sich vor und man ist per Du und das ist, auf der Opernbühne kommt man sich sowieso sehr schnell, sehr nahe. Aber man sagt ja immer, unter Sopranistinnen gibt es den Zickenkrieg. Je weiter ich komme, desto weniger habe ich das Gefühl. Also es ist, jetzt sind die Rollen gegeben, jeder kommt und weiss, was seine Funktion in dieser Oper oder in diesem Konzert ist. Es geht nicht mehr darum, zu verteilen und das ist eigentlich schön, sehr schön sogar. Auf der Bühne zu stehen, das ist für mich eine Parforce-Leistung. Also man muss singen, man muss auf das Orchester achten, man muss schauen, dass der Dirigent einem nicht davon springt. Man muss auf Kollegen Rücksicht nehmen. Das ist Hochleistungssport. Angst vor irgendeinem Blackout, gibt es das? Das gibt es immer, vor allem wenn man auswendig singt. Aber in der Oper ist es eigentlich fast einfacher, weil ich habe immer das Gefühl, es ist alles gekoppelt. Also die Bewegungsabläufe sind mit dem Text gekoppelt. In einem Konzert kann man viel schneller irgendwie die Strophen vertauschen. In der Oper weiss man, wenn ich das Glas nehme, ist die erste Strophe und wenn ich beim Kühlschrank stehe, ist die zweite Strophe. Also es passieren weniger solche Sachen. Gibt es Momente, wo man den Text vergisst und nachher einfach Frühling ist im schönen Lande singt, anstatt irgendetwas ganz anderes? Ja, das passiert natürlich selten, aber wenn es passiert, schießt es einem x-mal durch den Körper durch. Und dann ist man aber voll konzentriert. Manchmal ist es auch, wenn man zu wenig nervös ist, dann passiert so etwas und dann
schießt einem das Adrenalin richtig in den Körper rein. Adrenalin verursacht auch Hunger. Ist man so hinter der Kulisse vor dem Auftritt noch mit irgendeinem Tower Spaghetti parat oder denkt, jetzt muss ich noch etwas reinbiegen? Ja, ich bin so eine Kandidatin. Ich brauche einfach meinen Teller Pasta vorher, weil es ist für mich eine sportliche Sache und ich merke, dass ich den Körper brauche für das Ganze. Und es ist immer ein Stress, weil ich irgendwo an einem Viertag oder am 5 irgendwo in der Pampa aussen noch einen Teller Spaghetti auftreiben. Meine Mutter ist schon in einem Hotel Lasagne aufwärmen. Also es ist immer eine kleine Challenge. Aber das muss ich. Es hat ja immer noch Requisiten und manchmal hat es ja dort auch noch etwas Essbares rum, oder? Ja, ich weiss, worauf sie raus wollen. In der Staatsoper Berlin hat es tatsächlich, man sollte Requisiten nie essen, das habe ich dann nachher gelernt. Ein Äpfel, wo für eine Adam-Eva-Szene am Anfang der Oper, und der ist dann irgendwie nach dieser Szene so rumgelegen und ich hatte ein trockenes Maul und das Gefühl, jetzt nehme ich aber eins von dem. Und dann hatte ich eine Allergie auf den. Okay. Und mir ist alles aufgeschwollen und immer enger. Ja, in einer Sekunde dann? Genau, also wirklich schnell. Toll, und ich vor dem Auftritt. Ja, in 5 Minuten muss ich da auf die Bühne raus. Und das war ja nicht irgendeine Bühne, sondern Berlin, wo ich dann wirklich fast von hyperventilieren. Aber ich kann sagen, ich habe ziemlich alle Extremsituationen vor dem Auftritt, während dem Auftritt erlebt. Von dem her bin ich gut gerüstet. Man muss ja für so eine Karriere, wenn man schon wirklich auf dem Sprungbrett ist, aber noch nicht ganz zuoberst, muss man immer wieder bereit sein, einzuspringen. Genau. Das heisst, man bekommt das Telefon und dann heisst es, heute Abend singst beispielsweise Messias in Luzern. Wie schafft man so etwas? Ja, irgendwie, ich bin schon ein kleiner Adrenalin-Junkie. Irgendwo in mir ist das, obwohl ich das jetzt nicht in Sportarten oder so praktiziert habe, sondern mit Sport auf den Bus gehen oder so. Ich habe in meinem Leben immer so Adrenalin-Momente eingebaut und ich glaube, das war ein gutes Training für den Ernstfall, weil das kommt vor. Also ich bin in Genf und man hat kurz vor Weihnachten niemanden gefunden für die Sopranparty Messias. Und ich bin an diesem Morgen aufgewacht und habe das Gefühl gehabt, heute habe ich eine gute Stimme. Immer dann, wenn es so gut läuft, dann hat man kein Konzert. Und dann kommt das Telefon. Und das war wirklich absurd, weil ich den Part nie gesungen vorher oder so. Und irgendwie 2-3 Stunden später Leute, ich habe gerade abgesagt. Nein, ich könnte das nicht machen, unmöglich. Und habe dann nochmal angerufen und 2-3 Stunden später gesagt, haben Sie jetzt jemanden? Weil ich habe gewusst, das KKL ist voll. Und nein, wir haben noch niemanden. Und dann habe ich tatsächlich das Opernhaus noch gefragt, ob sie mir frei geben für diesen Abend. Und ich habe gehofft, dass sie Nein sagen, aber die haben gesagt, okay, kannst gehen. Dann habe ich fast müssen. Dann hat mir mein Freund per WhatsApp Noten aufs iPhone geschickt und ich habe dann noch schnell ein Ladegerät gekauft und habe im Zug wirklich über das iPhone die Sachen gelernt. Und die vis-à-vis haben also normalerweise wird telefoniert und die jodelt vor sich hin. Und ich habe geschnauft, wie wenn ich immer wieder so mit der Luft halte, weil ich dachte, oh Gott, was habe ich mir da angetan? Also man sieht, Singen, das ist wirklich ein Hochleistungssport und ein spannender Beruf. Und wenn es junge Menschen gibt wie dir, die andere begeistern, dann hoffe ich, dass wieder ein paar sagen, ja, vielleicht könnte ich jetzt doch mal in die Oper, denn es ist etwas Wunderbares. Und man wird mitgerissen mit spannenden Geschichten, es wird gestorben, es wird ermordet und es wird alles gemacht, was sonst im Tatort auch passiert, nur noch mit schöner Musik dazu. Exakt. Herzlichen Dank fürs Dasein und ich drücke fest die Daumen, dass wir gleich wieder von euch hören an irgendeinem grossen Opernhaus. Merci. Danke, Regula. Danke. Ja, und das ist schon wieder der Schluss von unserer Sendung, meine Damen und Herren. Ich hoffe, ihr habt gespürt, wie farbig überhaupt das Leben kann sein kann. Man muss nur bereit sein, die Farben auch ein bisschen anzuschauen und zu sehen. In diesem Sinne geht es jetzt farbig weiter auf dem Bildschirm, mindestens mit dem NZZ-Format. Und wir machen auch unsere Farbpalette parat für nächste Woche. Aber jetzt heißt es zuerst einmal Feierabend. Und in diesem Sinne, gute Nacht miteinander. Bis zum nächsten Donnerstag wieder. Ich freue mich drauf. Ciao zusammen.